Ein Mann kommt zum Pfarrer und möchte seinen Hund taufen lassen. Der Pfarrer ist empört und sagt, das ist unmöglich. Ein Hund ist kein Mensch. Er hat keine Seele, er kann nicht getauft werden. Der Mann fleht den Pfarrer an und sagt, der Hund ist wie ein Familienmitglied. Er ist mein bester Freund. Er hat mir das Leben gerettet. Und ich lege auch 10.000 Euro in den Klingelbeutel. Der Pfarrer überlegt kurz und sagt, na gut, aber nur, wenn Sie es für sich behalten. Wir wollen keinen Skandal in der Gemeinde. Der Hund wird getauft, aber der Mann muss es natürlich jedem erzählen. So erfährt es auch der Bischof. Der Bischof ist entsetzt und lässt den Pfarrer zu sich kommen. Er schimpft, ja, sind Sie denn wahnsinnig, einen Hund zu taufen? Das ist eine Sünde, eine Blasphemie, eine Schande für die Kirche. Der Pfarrer versucht sich zu verteidigen und sagt, der Mann hat 10.000 Euro in den Klingelbeutel getan. Das ist viel Geld, das wir für gute Zwecke verwenden können. Der Bischof beruhigt sich ein wenig und fragt, und wann ist die Firmung? Ich freue mich heute, eine neue Serie mit euch zu starten über Finanzen, über Geld. 4 Wochen reden wir über Gott und Geld. Und wie du vielleicht gemerkt hast in diesem Witz, Geld ist mehr als ein Zahlungsmittel. Geld offenbart, dein Umgang mit Geld offenbart etwas über deine Persönlichkeit, über deinen Charakter, wie du tickst, was dir wichtig ist. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 2, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus sagt, dein Schatz zeigt etwas über den Zustand deines Herzens, über den Standort, woran du hängst. Geld hat auch eine geistliche Komponente. Wie viel Wert hat diese Note? Ich habe gegoogelt, die Schweizerische Nationalbank sagt, dass das ungefähr 40 Rappen gekostet hat, herzustellen. 40 Rappen. Wir wissen alle, nein, der Wert dieses Scheins ist 50 Franken. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir uns alle geeinigt haben und glauben, dass das 50 Franken wert ist. Wenn du damit in einen Laden gehst, zur Verkäuferin, dann vertraust du darauf, dass die Verkäuferin denselben Glauben teilt, den du hast über diesen Schein. Wir glauben das, deswegen ist Geld auch etwas Geistliches. Geld kann zu einem Gott werden. Und du kannst dein Vertrauen mehr auf Geld setzen, anstatt auf Gott. Ich weiß nicht, wie voll oder leer dein Bankkonto ist. Keine Ahnung. Vielleicht lebst du im Überfluss, vielleicht lebst du im Mangel. Ich weiß nicht, ob du Geld hast oder Geld dich hat. Ich weiß nicht, ob du großzügig bist oder eher knausrig. Keine Ahnung. Etwas weiß ich. Gott interessiert sich nicht für dein Geld. Er interessiert sich für dein Herz. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Gott möchte, dass du ihm vertraust und dass du deine Seele ans Richtige hängst, nämlich an ihn. Und deswegen machen wir diese Serie, weil Geld mehr ist als einfach nur ein Schein. Geld sagt was über dich persönlich aus und hat eine geistliche Komponente. Und heute ist das Thema das Geheimnis der Großzügigkeit. Das Geheimnis der Großzügigkeit. Meiner Meinung nach ist Großzügigkeit etwas, was den Menschen unheimlich attraktiv macht. Menschen, die großzügig sind, die nicht an ihren materiellen Dingen hängen, sind die attraktivsten Menschen, die es gibt. Menschen, die andere Menschen segnen durch ihren Besitz. Das ist grandios. Wenn alle Menschen auf diesem Planeten großzügig wären, stell dir mal vor,
dann gäbe es keinen Streit, keinen Krieg, keinen Hunger mehr. Das wäre fast schon Himmel auf Erden. Wenn jeder das weitergibt, was er hat, zum Segen für andere. Wir haben 3 kleine Kinder. Die älteste ist 4, 3 und 2 Jahre alt sind die. Und die können streiten. Auf das bereitet dich auch niemand vor in dem Ehevorbereitungskurs, dass deine Kinder streiten können. Und die streiten sich manchmal um kleine Dinge, um Kleinigkeiten, um Spielsachen. Und dann schlagen sich die Köpfe ein, weil der eine dem anderen das Spielzeug weggenommen hat. Und dann sage ich den Kindern, versuche ihnen Großzügigkeit beizubringen. Ich sage, teilt doch miteinander. Nein, das gehört mir. Und dann sage ich immer, nein, das gehört nicht dir. Das habe ich dir mit meinem Geld gegeben. So. Und das gehört mir. Ja, wir teilen, gib's doch mal weiter, dann gibt's wieder zurück. Und manchmal habe ich keinen Erfolg mit meinen Lehrern, aber manchmal sind sie großzügig. Und als Vater, das ist wunderbar, wenn deine Kinder großzügig sind. Das ist wunderschön. Das ist harmonisch und einfach richtig, oder? Eine russische Geschichte erzählt Folgendes. Eine Frau fragt Gott, Gott, bitte zeige mir den Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und Gott erlaubt es ihr. Gott führt diese russische Frau in einem Traum in einen Raum. Und in diesem Raum ist ein Topf mit Essen. Und rund um diesen Topf, und der Topf steht auf einem Feuer, sind Menschen, die sind abgemagert, ohne Freude, leidend darum herum, alle mit langen Löffeln. Und allen geht es übel. Die Löffel, weil die Löffel zu lang sind und sie nicht essen können. Und Gott sagt zur Frau, das ist die Hölle. Dann gehen sie in einen zweiten Raum und der sieht genau gleich aus wie der erste. Es ist ein Topf in der Mitte auf einem Feuer mit Essen drin. Menschen sitzen darum herum mit langen Löffeln und alle freuen sich. Alle sind gut genährt. Sie scherzen, sie lachen. Und Gott sagt, das ist der Himmel. Und was der Unterschied zwischen diesen 2 Orten ist, seht ihr jetzt. Genau, das Video habe ich auf YouTube gefunden, aber das passt. Das ist doch ein gutes Bild für Gottes Segen, den es gilt weiterzugeben. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird klar, dass die Berufung für Gottes Volk Israel immer es war, gesegnet zu werden, um ein Segen zu sein. Beschenkt zu werden, um andere beschenken zu können. Den Segen, den Gott dir gibt, weiterzugeben. Und das, liebe Freunde, gilt auch dir. Du als Nachfolger von Jesus bist dazu berufen, beschenkt zu sein, um weiterzugeben. Gesegnet zu werden, um ein Segen zu sein. Und jetzt ist die Frage, ich habe gesagt, das Thema ist heute das Geheimnis der Großzügigkeit. Was ist das Geheimnis der Großzügigkeit? Stell dir mal vor, du könntest in einen Jahreskurs gehen, online dich bewerben und der Kurs heißt Großzügigkeit lernen. Und der Kursleiter wäre Gott. Stell dir das mal vor, Schöpfer
vom Universum, der Kursleiter. 1 Jahr lang in der Schule mit Gott. Und dann steht da noch, der Kurs ist kostenlos. Und du sagst, wow, Gott lehrt mich 1 Jahr Großzügigkeit. Und er kostet nichts. Und dann steht Bedingungen oder Anforderungen im Kleingedruckten. Vertrauen. Vertrauen. Du denkst, okay, mit Vertrauen, okay, kostet nichts, aber Vertrauen muss ich mitbringen. Und du meldest dich an für diesen Kurs und die erste Lektion, die du lernst, ist folgende. I'm scared, Dad. Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. Vielleicht können wir es nochmal abspielen lassen, weil es einfach I'm zu gut scared, Dad. Do you trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. Das ist natürlich nicht das, was Gott dir lehren würde in deiner ersten Lektion. Natürlich nicht das. Schau, das Geheimnis der Großzügigkeit besteht im Vertrauen in Gott, dass er dich eben nicht fallen lässt, wenn du ihm vertraust mit deinen Finanzen. Er lässt dich nicht im Stich. Gott meint es gut. Und warum zeige ich dieses Video? Weil ich glaube wirklich, dass einer der Gründe, warum Menschen einen ungesunden Umgang mit Finanzen, Besitz und Großzügigkeit haben, ist, weil sie Gott misstrauen, weil sie nicht glauben, dass Gott es gut mit ihnen meint und sie segnen will. Und ich bin mir sicher, wenn Gott dich in seine Schule nehmen würde, wäre seine erste Lektion für dich und mich, Vertrauen zu lernen. Und weißt du, wie er das tun wird? Weißt du, wie Gott dein Vertrauen trainieren würde? Er würde schauen, dass du zu wenig hast. Dass du Mangel erlebst. Und ich muss alle enttäuschen, die jetzt gedacht haben, es kommt eine Predigt. 7 Schritte zum Reichtum. 7 steps to your success. Nein, nein, nein. Wenn Gott dich Vertrauen lehrt, schaut er, dass du nicht genug hast. Und vielleicht bist du heute hier und du lebst eher Mangel und kein Überfluss. Dein Bankkonto ist eher zu knapp. Du denkst dir viel eher am Ende des Monats und Anfang des Monats, wie schaffe ich das alles? Und ich weiß, das ist eine mühsame Erfahrung. Ich kenne das. Aber das ist wenn du durch diese Zeit mit Gott gehst, ist das die beste Grundlage, damit du lernst, Gott als Versorger kennenzulernen und ihm zu vertrauen. Es ist nirgends so einfach, ihn als Versorger kennenzulernen, als wenn du Mangel hast. Warum weiß ich, dass das Gottes erste Lektion sein würde? Weil er das mit seinem Volk Israel so getan hat. Wir lesen, dass Gott sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit und er führt sie ins verheißene Land. Und in diesem verheißenen Land verspricht er ihnen Überfluss. So, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Schlaraffenland. So, Oliven hat's genug, Mast, Kälber, Kühe. Ihr könnt Fleisch essen, so viel ihr wollt, Brot essen. Überfluss, eure Kornspeicher werden voll sein, übervoll. Und dann macht er das. Aber weißt du, was vor dem verheißenen Land kommt? Die Wüste. Weißt du, was es in der Wüste hat? Nichts. Mangel. Zu wenig. 40 Jahre müssen sie durch diese Wüste, bevor sie ins verheißene Land gehen dürfen. Und es heißt, dass das Volk Hunger hatte. Ja, logisch. Danke Gott. Und sie beten zu Gott, warum hast du uns hierher geführt? Willst du, dass wir verhungern? Und sie schreien zu Gott und sagen, Gott, wir haben Hunger. Wir sind hangry. Kennst du hangry? Hangry, meine Kinder, wenn die nichts zu essen haben, werden die unausstehlich. Da gibst du schnell was. Und Gott reagiert folgendermaßen. Anstatt, dass er sie gleich ins verheißene Land steckt, wo sie im Überfluss jetzt leben können, gibt er ihnen Manna. Brot aus dem Himmel. Ich möchte einsteigen mit euch in diese Geschichte. 2. Mose 16, 4 bis 5.
Da sprach der Herr zu Mose: Sieh, ich lasse euch Brot vom Himmel regnen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln, was es für den Tag braucht. Und jetzt hört ihr das an. Damit ich es auf die Probe stellen kann, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Wenn sie aber am 6. Tag zubereiten, was sie einbringen, wird es doppelt so viel sein, wie sie sonst an einem Tag gesammelt haben. Gott sagt: Ich lasse es Brot vom Himmel regnen. Wie der Tau am Morgen erscheint jeden Morgen Brot auf, so komische Leinsamen wird es beschrieben, so Körner am Boden regnen, oder? Und das ist ein merkwürdiges Zeug. Und sie sollen jeden Tag sammeln, so viel, wie sie für diesen Tag brauchen, nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt steht in Versen 14 bis 15: Und als der Taunebel aufgestiegen war, sieh, da lag auf dem Boden der Wüste etwas Feines, etwas Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Und die Israeliten sahen es und sprachen zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Diese Worte, was ist das, im Urtext, im hebräischen Urtext steht dort anstelle, was ist das? Manna. Weißt du, was ist das auf Hebräisch heißt? Manna. Und ich finde das so lustig. Die sehen dieses Zeug und stehen alle rundherum und sagen: Manna? Manna? Manna. Und dann heißt dieses Zeug plötzlich Manna. Was ist das? Ein komisches Zeug. Und dann machen sie daraus Mehl mit Mörse, backen Kuchen und werden so Tag für Tag ernährt. Und Gott sagt: Sammelt euch jeden Tag pro Person 2 bis 4 Gomer. Das sind ungefähr 2 bis 4 Liter voll pro Person. Genauso viel, wie ihr für diesen Tag braucht. Sammelt es euch jeden Morgen. Sammelt euch nicht mehr. Und sie erleben das, wenn sie mehr sammeln, als dass sie für diesen Tag brauchen, verfault es. Es verfault. Außer am 7. Tag, da ist Sabbat, da verfault es nicht. Da sollen sie doppelt so viel sammeln am 6. Tag, damit sie am 7. Tag ruhen können. Auch heißt es über dieses Manna, dass die Sonne, wenn die Sonne kam, dass das Zeug dann schmolz. Jetzt Frage an dich. Wie würdest du handeln in der Wüste? So, du bist da in der Hitze, früh morgens noch nicht so heiß, du hast Hunger und dann liegt das Brot dort. Der Gedanke, der kommt: Was ist, wenn Gott morgen das Manna nicht mehr schickt? Dann kommst du doch auf die Idee: Komm, wir sammeln ein bisschen mehr. So ein bisschen mehr. Und Gott sagt: Nein, sammel nur für den Tag, den ihr braucht. Ich versorge euch morgen. Aber du fragst dich, was ist, wenn Gott nicht zu seinem Wort steht? Dann bist du ausgeliefert. Und genau das ist das, was passiert. In Vers 20 steht: Sie aber hörten nicht auf Mose. Und einige davon hoben davon auf bis zum Morgen. Und es wurde voller Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. Und auch am 6. Tag sammeln sie nicht doppelt so viel, sondern denken sich: Ja komm, wir sammeln auch am Sabbat. Und Gott wird wütend und sagt: Vertraut mir doch. Und sie sammeln am Sabbat, obwohl Gott sagt, ruht am 7. Tag. Und du siehst, Gott befolgt in dieser Geschichte, Gott segnet die Befolgung seiner Gebote. Und mir ist das aufgefallen, als ich das gelesen habe. Sie folgen ihm nicht. Warum? Was ist die Ursache für Ungehorsam? Misstrauen. Dass Gott es nicht gut mit ihnen meint, dass Gott sie in die Wüste geführt hat, dass sie da verhungern. Ein Gottesbild, der will, dass sie Mangel haben. Und ich frage mich heute: Wo in deinem Leben misstraust du Gott?
Wo denkst du, dass er es nicht gut mit dir meint? In welchen Bereichen deines Lebens achtest du nicht auf seine Gebote und Prinzipien, weil du denkst, ich weiß es besser als er. Und was ist, wenn er nicht für mich guckt? Dann muss ich selbst für mich schauen. In welchen Bereichen achtest du nicht auf deinen Sabbat, weil du denkst, ja nee, ich muss arbeiten, weil sonst ist es nicht erledigt. Und ich muss das tun. Und du arbeitest dich zu Tode, weil du Gott nicht traust, dass er für dich schaut. Und Gott macht das 40 Jahre lang mit seinem Volk. Vielleicht brauchte es so lange, bis sie das gecheckt haben. 40 Jahre lang. Und sie hatten keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen. Weil das Zeug faulte, wenn man es aufbewahrte. Das Zeug zerschmolz. Eine tägliche Versorgung. Warum hat Gott das gemacht? Weil er ihnen das Geheimnis der Großzügigkeit lehren wollte. Und schau, du hast dieselbe Berufung wie das Volk Israel. Du bist gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Das ist Gottes Idee für dich und für mich. Das ist eine allgemeine Berufung für seine Kinder. Gesegnet zu werden, um ein Segen zu sein. Und nach 40 Jahren dürfen sie ins verheißene Land. Und ab dem Tag, wo sie ins verheißene Land gehen, hört das Manna auf. So, weil das ist ja nicht der Normalzustand, versteh mich nicht falsch. Es ist nicht Gottes Idee, dass er dich jeden Tag so 50 Noten, ich weiß nicht, wie viel Franken du pro Tag brauchst. Und jeden Tag gehst du in den Briefkasten, nimmst das an, du bekommst das, was du für diesen Tag brauchst. Nein, der Normalzustand ist im verheißenen Land. Da dürfen sie den Acker bebauen. Sie sollen vorsorgen, sie sollen sogar sparen, sie sollen Vieh züchten, sie sollen jetzt diesen Überfluss erleben. Gott will aber, dass sie diese Lektion aus der Wüste nie mehr vergessen. Und dann sagt er in 5. Mose 8, 12 bis 18, wenn du dich, also im verheißenen Land dann, wenn du dich dann satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, hallo Schweiz, hallo Deutschland, hey, das ist jetzt für uns. Wenn du dich mal satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder, ich weiß nicht, hast du Rinder, und deine Schafe sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt. Schau, Gott ist ein Gott des Überflusses. Gott will Überfluss. Gott will, dass du mehr als genug hast. Armut kommt nicht von Gott. Armut kommt aus der Hölle. Wenn Gottes Reich vollständig auf dieser Erde ist, hat niemand mehr Mangel, okay? Überfluss ist seine Idee, mehr als genug. Aber dann heißt es, wenn das alles geschieht, dann soll sich dein Herz nicht überheben und du sollst deinen Gott, den Herrn, nicht vergessen. Und du sollst nicht denken, meine Kraft und meine Stärke, meine Hand haben mir diesen Reichtum erworben. Denke viel mehr daran. Denke viel mehr an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Oh, ich liebe diesen Satz. Manchmal denken wir, ich habe mir das selber erarbeitet. Ja, aber wer gibt dir die Kraft dazu? Wer gibt dir die Luft zum Atmen? Dass du morgen um 6 Uhr oder wann wieder aufstehen kannst, um zu arbeiten. Wer gibt dir die Kraft? Gott. Schau, Gott hat kein Problem mit Überfluss. Gott will, dass wir mehr als genug haben. Reichtum wird dann zum Problem, wenn wir vergessen haben, aus welcher Hand wir es empfangen haben. Und wenn wir unsere Berufung vergessen, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein, dann wird es problematisch. Wenn wir uns etwas auf das einbilden, was wir haben. Schau, unser Leben ist so fragil, so fragil. Du könntest morgen aufstehen, sagt Jakobus, und dein Leben wird von dir genommen. Und was machst du mit deinem Reichtum? Sammle dir Schätze, die Ewigkeit beständig sind. Und das bedeutet, es weiterzugeben, für Menschen in Not zu geben, Menschen diesen Segen fließen zu lassen. Schau, das Geheimnis der Großzügigkeit bleibt für alle gleich, ob du jetzt Überfluss hast im Moment oder Mangel. Das Geheimnis der Großzügigkeit besteht im Vertrauen auf Gott, dass er schlussendlich dein Versorger ist. Auch wenn du Kraft hast, dich selbst zu versorgen, deine Kraft ist von Gott.
Schau, der Killer Nummer 1 für deine Großzügigkeit, der Killer Nummer 1, dass du nicht mehr großzügig bist, ist deine Sorge um morgen. Deswegen sagt uns Jesus, sorge dich nicht um morgen. Das kommt von alleine. Sorge dich jetzt, heute. Und er lehrt uns im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht unser morgiges Brot gib uns heute. Warum? Sagt Jesus, sollen wir beten, heute gib mir das, was ich brauche. Weil wenn du im Heute lebst, Gott weiß, dass du dann großzügiger bist. Wenn du mit den Gedanken schon an morgen denkst, dann denkst du, ja, es muss ja auch reichen für morgen und übermorgen und in 10 Jahren muss ich noch genug haben. Das ist der Killer für deine Großzügigkeit, weil du dann schon im Voraus denkst, ja, ich habe dann aber nicht genug. Jesus will uns sagen, nein, fokussiere auf heute. Fokussiere auf heute. Sorge dich nicht um morgen. Gott schaut für dich. Er füllt meinen Topf jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Ich kann großzügig sein, weil ich weiß, dass Gott versorgt. Wenn du an morgen denkst und denkst, was ist, wenn morgen mein Topf nicht voll ist? Wenn Gott aufhört, mich zu versorgen, dann schnürt es deine Großzügigkeit zu. Aber es ist eine Unbeschwertheit, die Gott will für dich und mich. Das geht nicht darum, dass wir unweise sein müssen und nicht mehr vorsorgen müssen und nicht mehr unser Hirn gebrauchen müssen. Aber es geht darum, Gott als unseren schlussendlichen Versorger zu akzeptieren. Schau, in diesem Video, das ich gezeigt habe mit diesen langen Löffeln, so, das ist die Hölle, das ist der Himmel, lange Löffel, du kannst dir es nicht selber in den Mund geben, nur deswegen musst du dem anderen, ja, schön und gut. Aber das funktioniert auch nur, wenn der Topf genug Essen hat. Wenn nämlich nicht genug Essen im Topf ist, macht das niemand, egal wie lange der Löffel ist. Verstehst du? Großzügigkeit funktioniert nur, wenn du vertrauen kannst, dass der Topf sich wieder füllt. Dass Gott schlussendlich schaut, dass der voll ist. Versteht mich heute irgendjemand, was ich hier sage? Vielleicht am Livestream. Gibt es Leute, die mich verstehen? Versteht ihr? Wenn du in die Freiheit kommst, dass du weißt, hey, das Füllen dieses Topfes, Gott schaut dafür. Er schaut für mich. Er schaut für meine Familie. Ich darf sogar großzügig sein. Das ist meine Berufung. Und aus diesem Grund sagt Gott dem Volk Israel, als sie dann ins verheißene Land gehen dürfen, er sagt ihnen, dass sie so einen Topf aufbewahren sollen, als Erinnerung für die künftigen Generationen. 2. Mose 16, Vers 32. Das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Gomer voll davon soll aufbewahrt werden für eure künftigen Generationen, damit sie das Brot sehen, in dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführe. Was für ein geniales Bild. Die sollen das in der Stiftshütte aufstellen, als Erinnerung für die künftigen Generationen, die das nicht miterlebt haben in der Wüste. Aber dass sie niemals vergessen, dass Gott es ist, der die Kraft gibt. Gott ist der versorgt. Und ich frage mich, wo in deinem Leben musst du vielleicht so einen Topf aufstellen? So einen Manna-Topf, der dich daran erinnert, du lebst aus Gottes Hand. Das, was du hast, das hat Gott dir schlussendlich geschenkt. Und dieser Topf, der ist nicht nur für dich, der steht auf deinem Tisch von mir aus und der überquillt. Nicht nur für dich, sondern für Menschen um dich herum. Du bist berufen, gesegnet zu sein, um ein Segen zu sein. Und darin liegt eine Freiheit, ich bin überzeugt. Wenn wir diesen Topf nicht vergessen, dass er für uns schaut, kommt eine Erleichterung und eine Leichtigkeit in unser Leben.
Und es gibt nichts Schöneres und nichts Attraktiveres, als wenn Menschen das begriffen haben und großzügig leben, weil sie wissen, er füllt. Ob du Mangel hast oder Überfluss, ist nicht das Thema. Das Geheimnis der Großzügigkeit liegt darin, ob du dich erinnerst. Amen. Ich möchte dich am Anfang dieser Serie herausfordern und inspirieren. Wir reden jetzt die nächsten 3 Sonntage noch darüber. Göttliche Prinzipien zu Geld und so weiter. Gott will nicht dein Geld. Er will dein Herz. Aber ich möchte dich inspirieren und herausfordern, dass du mehr in das hineinwächst, in eine Berufung als Segensbringer. Dass eine Freiheit in dein Herz kommt, die nur Gott dir als Versorger geben kann. Wo kannst du großzügig sein mit deinen Ressourcen? Wo kannst du dich an seine Gebote und Prinzipien wieder neu richten? Weil du weißt, er meint es gut mit dir. Schau, ich träume von einer Kirche, in der Großzügigkeit an der steht. Schau, ich träume von einer Kirche, die aus Menschen besteht, die das verstanden haben. Ich träume von einer Kirche, die deswegen für viele Menschen eine Antwort ist in der Not. Schau, ich träume von einer Kirche, die nicht einfach unsere 4 Wände finanziert und das Programm, das wir jeden Sonntag machen, finanziert. Nein. Unsere Vision ist größer als das. Ich träume von einer Kirche, die Gottes Antwort ist für leidende Menschen in der Not, im Mangel. Wir machen das jetzt schon als Kirche. Wir geben regelmäßig Geld weg über unsere Mauern, 4 Wände hinweg. Zum Beispiel zu MedAir oder Onesimo in Manila. Aber schau, ich träume noch von mehr, dass die Behörden dankbar sind fürs ICF, weil wir dazu beitragen, dass Menschen, die in Not sind, geholfen werden. Dass an den ärmsten Orten dieser Welt unser Segen spürbar ist. Und ich glaube, das ist möglich. Wir haben mehr als genug. Im Wissen darum, dass Gott schaut. Ich hoffe, du bekommst meine Predigt nicht in den falschen Hals heute. Ich träume von einer Kirche, die im Überfluss lebt, nicht für uns, sondern für diese Welt. Das ist mein Traum und ich bete, dass es dein Traum sein möge. Amen. Wir werden jetzt singen und dieses Lied ist ein Gebet. Build my life on your foundation. Gründe mein Leben, Gott, auf deinem Fundament, dir als Fundament. Du darfst das gerne beten. Und auch im Bereich deines Besitzes und deiner Finanzen dieses Gebet beten. Wir haben auch das Gebetsteam jetzt bereit, werden wir dann singen. Wenn du merkst, hey, ich habe da einen Knorz, ich bin nicht frei oder da ist was nicht gut und ich lebe im Mangel und in der Gier, hey, dann geh zum Gebetsteam, lass dich segnen. Das ist vielleicht dein erster Schritt heute. Ich möchte dich einfach einladen, jetzt offen zu sein für Gott, was er dir sagt, was zu tun ist, wie du damit umgehen sollst, mit diesem Topf. Okay? Lass uns doch aufstehen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für deine Geschichte, die du schreibst mit uns, mit dem Volk Israel. Und du siehst jede Situation, du siehst jeden Mangel, jeden Überfluss, du kennst das, was uns beschäftigt. Ich danke dir, Gott, bist du an unserem Herz interessiert. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, jetzt dir zu vertrauen. Du bist ein guter Vater. Und du lässt uns nicht fallen, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen. Und Vater, so bitten wir dich für diese Kirche, dass du sie beschenkst und dass wir mehr in unsere Berufung reinwachsen dürfen, einen Segen zu sein in dieser Welt, weil wir nicht an unserem Besitz hängen,
sondern es großzügig weitergeben dürfen. Ich bitte, segne du jeden Einzelnen heute hier. Jede Einzelne, auch online, in ihrem Job, mit ihrem Besitz, in ihrem Haus, in ihrem Segen. Ich bitte dich für Überfluss. Amen.